Dat is ook wel meer. De jongen daar op de stuur zit. Ja. Goed idee. De nächste Sitzung der Ganze war, dass Sie selber den Exerzis machen. D'accord, das ist gut so. So etwas war dazu nicht möglich. Non Kardinal. Herzlich willkommen am Service Kommunikation und Presse. Pressekonferenz am Kader vom Synodale Weg. 4 Stellen, neue Sachen, was dann noch gemacht wird. Wir sind zusammen heute mit dem Kardinal Holrich, der dabei ist, der Jean Pitz, als ihre Gage, den Jean-Louis Zeyen von der Synodalen Gruppe, den Josiane Nierkes, die zwei machen Koordination von der Gruppe, vom Rosa Maria Camposeo, so heißt die Machatus-Kobas, und dann das Modernstefan ist, Regime, den sich um Technikdokument kümmert, Christoph. Ich gehe eine politische Info für den Anfang, gibt zum Schluss auch ein Kommuniqué auf Deutsch und Französisch, ich kriege auch gerne mal Mail geschickt, weil das mir einfach zu verschaffen, und dann auch dabei ja schon gemacht wird. Dann leihen hier eine Reihe Zielen, das sind all die Sprachen, die fertig sind und eine Kopie davon gemacht. Im Prinzip fand die Sachen nur im Internet. Da das vielleicht mir einfach auch zu gucken und zu verschaffen. Die für Paaren, für die Individuen und für die Organisationen, das ist immer ein Unheimlich. Zum Schluss ist auch noch Zeit und Möglichkeit für Interviews zu machen. Das können wir dann auch organisieren. Ich habe am Anfang gesagt, dass eine Pressekonferenz am Kader vom synodalen Prozess, dafür gebe ich bitten, mal der Frauen auch dem Thema zu bleiben. Ich so das extra, weil natürlich wenn eine akute Themen gehen an der Kirche, die interessant sind, der Münchner Dossier, von dem wir alle reden. Ich gebe bitten, keine Frauen aus dem Bereich zu stellen. Die verschiedenen Gründe, ein wichtiger Grund ist, dass wir Anfangs März den Missbrauchsbericht von Lützburg 4 Stellen an do ausgiebig Platz als für darüber zu diskutieren und auch vorzustellen. Vielmals merci, Louis. Merci. Merci, Gerard. Ja, gute Mittag, ihr seid alle gut. Schön, dass ihr heute Mittag dabei seid. Am Oktober letztes Jahr hat den Papst Franziskus für die katholische Kirche weltweiten 2-jährigen synodalen Prozess oder synodalen, kann ich noch so W angelangt. An dem Wert geht es bei diesem W, wo sich die Gesamtkirche, das heißt inklusive der Basis, zusammen auf den Weg soll machen, für dann am Dialog enkel noch bannen und dann noch draußen Perspektiven aufzuweisen, den denkst du im Evangelium an den Mensch haut an dieser Zeit zu lehren. Oder vielleicht kann ich noch so besser zu lehren. Aber wir geben heute Mittel ganz gerne, wo wir von der Equipe Diözesen Synodal angeladen haben, das 4 Stellen besonders am Hinblick auf den Dialog mit der Gesellschaft, mit jedem Verein, die bereit ist, sich
an den Austausch mat ran zu gehen, also die Kirche am Austausch mit der Gesellschaft, mit den Menschen halt zu Lützeburg, weil hier sieht uns an diesem Weg auch ganz wichtig ist. Gleichzeitig profitieren wir aber auch davon, dass wir einen Weg, den schon an der Kirche ein Stück weit gegangen ging, ist, einen Blick drauf zu werfen, an auch mit dem Kardinal Jean-Claude Hollerich, wie das Synod entstanden ist, wer dann hier in der Kirche von Lützeburg, wenn ich so will, dazu schon gelaufen ist, dazu wird Josiane Donner auch ein paar Worte sagen. Und wir freuen uns also dafür von unserer Equipe, dass wir den Kardinal Jean-Claude Hollerich und noch den Jean Pütz, heute dabei haben, an 2 junge Frauen, eine davon, die da hier online sieht, Sandy, an Rosa Maria, was auch beim Lancement von der Synod mit dabei wäre. Also sind ich ganz froh, es wurde gleich weiter zu richten und der Kardinal Jean-Claude Hollerich, den in unserem Kontext von der Synod ein Stück weit an den kann man dranholen. Ein Synod, wo hier auch weltweit eine Schlüsselrolle wird spielen. So, merci Louis. Ja, ein Synod, das war bis 3 Wochen am Oktober, wo ein paar die Bischöfe zusammenkommen, wo noch ein paar Spezialisten dabei sind, die Leute ihre Meinung suchen, wo dann ein Schlussdokument gestimmt wird, was der Papst dann überreicht kriegt, und dann möchte der Papst einen schönen Text draus. Und schon bei den letzten Synoden, über die Familie und Koppel, über die Jugend, über den Amazonas, hat er gesehen, dass das nicht durchgeht. Dafür hat der Papst schon gefragt, dass eine Konsultation für drunter sind. Wir sind an der katholischen Kirche nicht gewinnt. Das heißt, über Mariage, Ehe und Familie war das so kompliziert, dass wahrscheinlich kein Mensch etwas hat damit anfangen kann. Für die Jurensynod, da war es schon ein bisschen anders. Da sind ein ganz paar die Juren der katholischen Universitäten, die ihre Meinung gesagt haben. Und die waren katholisch und nicht katholisch. Ne? Und da war dann noch ein Präsynod, also eine Jurenversammlung für den eigentlichen Synod. Und was die jurlich gesagt haben, ist ganz wesentlich an den Text von der Synod mit angeflossen. Da waren Lützebäuer dabei, also wir waren mit vertraut. An der Amazonas-Synod, da gibt es ein Netzwerk vom Amazonas, REPAM. Und die haben die Synod wirklich vorbereitet. Und das Netzwerk, das heißt, da haben die indigenen Völker mitgeschafft, dass das wirklich ein Synod gewesen die von innen nur übergegangen ist. Und das hat dem Papst so gut gefallen, dass das ganze Modell für Synod geändert wird. Weil Synod ist nicht just 3 Wochen im Oktober nächstes Jahr, wenn die Bischöfe zu Rom tagen. Mit Synod hat schon angefangen. Wir sind an der Synod. Das heißt, all das, was dir zu sagen hat, von Positiven, von Negativen, von Kritik, von Ausstoß, von Ideen, all das als ein Teil von der Synod. Das heißt, dass ein Bischof kann nicht mehr seine Funktion ausüben, wenn er auf Leute lauscht. Weil er darf, wo die Rallogo einen heiligen Geist kriegt. Und dann denke ich bei der Firmung. Und den Geist schafft schon nicht. Der schafft auch an mir kritischere Marken, an Bemerkungen, an ihrem Lieften. Gott ist präsent am Leben von allen Christen. Und dafür ist schon das Logo von der Synod, von der Weltsynod zu Rom, ganz schön. Du gesagt, den Frauen, Männer, Junker, Analer, mit einem Bengel, andere, die ein bisschen Misere laufen, und damit ist ein Bischof. Also nicht, der unbedingt 4 geht, mit das in die Matte geht. Und ich freue mich, ich war erstaunt, wie ich vom Papst die Rolle kriegte von einem Rapporteur General, einem Generalrelator von der Synod. Das heißt, die Synod schon angebunden
an all Präparationen, an all Resultater, die herakommen vun der Synod, und zu Rom groß Sekretariat wo der Kardinal Greg, der Sekretär vun der Ras, und eng Theologiekommission, eng Methodologiekommission, eng Spiritualitätskommission, die eis unterstützen, weil sonst kann ich das schon nicht machen. An lo erst Synod an den Diözesen, an den einzelnen lokalen Kirchen, an das soll national zusammenkommen. Weiß dass das schon auf der diözesaner Ebene geschieht. Mehr andere Länder, die viel Diözesen haben, da könnt ihr eine Zweitphase, und da könnt ein Kontinentalphase. Die verschiedenen Kontinente, sozusagen, die schon verschiedene Kulturen haben, verschiedene Ideen kommen, verschiedene Appaaren, wo diese dann ausdrücken, aus all dem heraus erwies dann ein Text für die Synod zu Rom, den letzten Teil von der Synod. Das ist etwas immens Schönes, weil ich merke, dass ich an der Mitte von einem Chantier stehe. Wir wissen noch nicht genau, wie die Kontinentalversammlungen werden ausgesehen. Sicher, es soll nicht nur Bischöfe sein. Es sollen Männer, Frauen von der Kirche auch da sein und mit aufstimmen. Wir wissen noch nicht, wie zum Schluss die Synod zu Rom zusammengestellt wird. Mit der Papst hat schon etwas gesagt. Bei der Kirche für Drun war es schon so, dass just Männer, das heißt meistens Bischöfe, so 95%, und 5% vielleicht Ordensleit, Superior von den großen Orden, da waren, die aufgestimmt haben. Der Papst hat also gesagt, dass alle Member, ob es Mann oder Frau ein Stimmrecht hat. Und darüber freue ich mich, weil das wird für uns ein bisschen gelungen ausgesehen. Wir sind also eine Kirche NRW, eine Kirche am Wandel, an die Richtung, die wird bestimmt von der Basis. Wo die Basis findet, dass den Herrgott als Rift für als Kirche zusammen hinzugehen. Merci für den Luisteren. Ja. Also der Kontext, an dem wir diesen Prozess machen, das ist der Kontext von der Pandemie, das ist der Kontext von einer anderen Krise, die vielleicht ein bisschen am Hintergrund kommt aus Medien, aber trotzdem auch herausfordert, die von der Klimakrise, auch nicht zu vergessen, all den sozialen Ungleichheiten, die durch die Krise permanent immer offensichtlich gehen. Und da muss ich sagen, dass sie nicht die einzige Herausforderung, die sich der Kirche stellen, aber auch die Herausforderungen, die innerhalb von der Kirche sich haben, und aber auch dabei zu stellen. Und das ist der Kontext, an dem der Papst Franziskus am Anfang jeden encouragiert, möglichst an der katholischen Kirche, aber auch außerhalb. Und das ist eigentlich auch von den Zielen von dieser Pressekonferenz, das deutlich zu machen, möglichst viele Menschen, Gruppierungen eben dieser Prozess und dieser Befrogung zu beteiligen. Also es geht wenn ich das Stichwort so, geht Inklusion, geht Partizipation an möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das geht auch ein bisschen an dem Begleitschreiben, was wir dann gekriegt haben, für das zu präparieren. Offensichtlich, wenn es um Partizipation geht, dann muss es über das rausfeiern, dann muss es können andere Arbeit zugehen, und selbstverständlich die auch zum Teil ganz andere Aussichten haben, weil es wir, so steht es doch, und ich zitiere das immer gerne, nicht gerade ein fruchtbarer Prozess, wenn just die no gelauscht kriegen, die dieselbe Aussichten vertreten, wie wir sie selber schon haben.
Et geht also darum, sich mit anderen Meinungen auch auseinanderzusetzen. Und dafür möchte die Diözese diesen Konsultationsprozess sowohl in-house, also hausintern, wenn das so will, aber auch mit den Menschen und Akteure von unserer Lützeburger Gesellschaft, die bereit sind. Hier Sicht, hier Meinungen, hier Erfahrungen, hier Ideen zu wichtigen Themen von diesem Prozess zu dehnen. An eng von den zentralen Fragen, die wir auch besonders zu Lützeburg en avant gestaltet haben von unserer Equipe, weil wir denken, dass die wichtig ist, wie kann die Kirche mehr lebendig gehen auf diesem Weg von der Gemeinschaft. Und da sind, die wird das gesehen, wenn die Stunde der Questionnaire anguckt, sind durchaus eine Reihe kritisch Fragen dabei, die am Mittelpunkt vom Austausch können sein. Wie lebendig ist dann die Kirche ihrer Meinung nach? Was hindert dann den Aufbau von einer lebendigen Kirche aus ihrer Sicht? Wie offen ist das Kirche für die Leute, die Frauen, Probleme von den Menschen an unserer Zeit? Aber was hindert Menschen, sich darunter zu beteiligen oder sich anzubringen? Wie gelingt es der Kirche aktuell das Hoffnungsbotschaft von Jesus zu leben? Und da können nicht Akteure sein aus der Zivilgesellschaft, von der Politik, von den Jugendbewegungen, von Umweltbewegungen, von gewerkschaftlichen Bereichen. Also selbstverständlich geht es doch darum, die anderen Religionsgemeinschaften, aber besonders die anderen christlichen Glaubensgemeinschaften auch mit anzubeziehen, auf diese Weg, weil die auch einen wichtigen Blick zu bringen, auf der einen Seite von außen, aber besonders dann, wenn sie quasi ein bisschen auch zur Familie dann was Christentum anbelangt, gehören. Also es geht also, wenn ich es so will, bezeichnen, bewusst darum, keine Nabelschau zu betreiben und auch die Sachen abzugreifen, die uns Ruhe drohen. Manche Leute gesehen sich selber am Rand von der Gesellschaft, haben aber nachher immer noch eine Verbindung mit hier. Und auch da geht es darum, bewusst die unzuschwätzen und auch auf die mit zu lauschen. Und dafür freuen wir uns, wenn der Richtung das anguckt, werden dadurch gesehen, besonders da waren Einzelpersonen mitmachen, aber nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirche. An für der ganze soziologische Struktur von Neusheit zu Lützeburg Rechnung zu drohen, werden die Frohe, die sich an diese Personen adressieren, an eng verschiedene Sprachen sind die dann eben auch übersetzt gehen. Dafür sind wir froh, wie gesagt, wenn so einfach so für auf den Punkt zu bringen, Force vive de la Nation, ein Stück weit auch mitmachen, sich ein bisschen Zeit zu holen, bei dieser Befragung teilzunehmen. Es geht nicht darum, für lange Rapporte oder Berichte zu verfassen. Darum geht es sowieso bei dieser Synode nicht, weil es geht darum, etwas wirklich zu leben und zu exerzieren. Und dafür kann es aber hilfreich sein, auch ein kurzes Statement zu sagen, auch wenn es doch vorgehen, ob ich die nicht will oder nicht kann antworten, dann lesen die einfach auf der Seite. Und dafür haben wir auch einen Questionnaire, den offen genug ist an unseren Entwurf, den man auf kathol.lu auch downloaden kann, respektive auch darauf ausfüllen kann. Und wir wollen dann auch die Organisationen von außen noch bieten, das bis zum 31. März zu summen dann, oder die das wollen, ranzureichen. Der Konsultationsprozess innerhalb von der Kirche wird ein bisschen wie lang dauern, lebt von Januar bis April, inklusive wollen auch explizit Treffen an kleine Gruppen viel gesagt, für sich da auseinander zu setzen und dadurch ein Stück weit zu leben. Ich schwätze da mit Mädchen und werde noch ein bisschen mehr darüber angehen, was die Jugend anbelangt. Du hast Sandy und Rosa Maria, die auch noch darüber zu schwätzen kommen. An die Stellungnahmen, an die Beiträge, die dann rangereicht gehen, die gehen von unserer Equipe dann an einer Synthese zusammengefasst, an ihr sie weitergelegt gilt, auch heute zu Lützeburg an einer präsinodaler Versammlung am Juli dann eben noch 4 gelöscht. Und das ist ein Grundlage zur Weiterentwicklung hier bei uns zu Lützeburg, aber dann auch darüber hinaus in Input zu gehen. Und fehlt nach aufschließend so, was sind die Herausforderungen,
die es gilt umzugehen, egal ob es am Banneleben von der Kirche ist oder auch darüber raus, für authentisch Antworten zu geben, ob ein von der Frage, wie sie zum Beispiel heißt, wie kann in Haut authentisch, aktuell die Hoffnungsbotschaft von Jesus leben. Und für die Mat zu invitieren, bin ich ganz froh, dass wir heute Jean dabei haben, Jean Pütz, für mit uns dazu zusammen anzuleiten. Jean, ich gehe dazu. So, ich wundern, dass ich heißen, wir sind extra am Zug von Köln gereist für Lützeburg, da habe ich dann drauf, für Lützeburg zu gratulieren, dass so enge Kipp Leute zusammengekommen ist. Der Jean-Louis hat das sicher als Maître de Plaisir zusammengestellt und ich fand das fantastisch. Und das wird zu Köln nicht möglich. Auch an Deutschland als ganz wichtig, der synodale Weg. Aber mit dem Kardinal, an so einen Kardinal, den sogar an den deutschen Nachrichten erwähnt ist, gerade dort zusammen auch, weil sich eng Priester geoutet haben und so gesagt, sie wären sie wären homosexuell. Und ich fand das etwas, was ganz fantastisch ist. Wir wollen ja Menschen nicht völlig umkehren. Wir wollen sie nicht halten, wie sie sind. Und das ist der synodale Weg. Und nicht mengen. Ohne dass der synodale Weg von ist. Ich bin ein großer Anhänger von Franziskus. Weil der Weggang ist von einer römischen Männergesellschaft an die Welt. Früher hatten wir nicht so, wir Gläubigen. Wir hatten zwar Probleme, aber trotzdem wir haben da länger gestanden. Und endlich bekennt sich die Kirche auch, dass es Gläubige gibt, die ihre Probleme haben. Ich habe selber ein Problem, ich bin am Fangehalt, am Status der Sünde, weil ich schon für dich mal eine Frage ganz lieb gehabt, schon sie bestört. Sie war sogar Protestantin, aber im Grunde für den Katholizismus entschieden, weil mir sonst hätte ich aus der Kirche austreten können. Das war das allerletzte, weil ich schon dem Lützeburger Christentum ganz viel zu verdanken. Und dann habe ich aber dann nachher zwischendurch, und ich dann ein wunderbar, die groß lebt, italienisch Frage kennengelernt, an mir ist bestört, an lo darf ich noch nicht mal mehr den Eucharistie haben. Heimlich machen wir das, also das darf ich schon mal so. Fantastisch, Kardinal. Ich will gar nicht kommen, wenn nicht gewirrscht wird. Das wirklich, also ich verehre ich auch genau wie den Franziskus. Da die in der Lage sind, und ich denke, das von Lützeburg aus, und die hat ja auch eine Funktion zu Rom, dass von Lützeburg aus auch eine Nachricht ausgeht, auch von der ganzen wunderbaren Initiative, die Stau Jean errichtet hat. Also ich fand, ich sage die Zeit, weil wir verlieren immer mehr Gläubige über das ganze Christentum. Aber das Christentum ist das Einzige, was doch die Menschenrechte nach garantiert. Und für mich als eine Religion nehmen dann wirklich auch den Namen verdient, wenn sie die Menschenrechte, wo das Christentum an Aufklärung zusammengewirkt hat. Und ich bin ja Naturwissenschaftler, wüsste. Und da sind das natürlich viele Mengen, die sind Agnostiker gehen, weil sie damit nicht fertig gehen. Aber ich habe ganz viel Motivation, trotzdem Christ zu bleiben und zu hoffen, dass das Christentum nicht ganz verschwand. Und da fand ich richtig. Und ich nenne mich ja an Deutschland Katholik 2.0, weil die großen Anhänger sind von Maria 2.0. Ich fand, dass Frauen genäht nicht nehmen, die selbst Recht haben müssen, sondern genauso intelligent sind. Auch übrigens Priesterin. Ich gebe gerne mich auch eine Priesterin offenbaren. Also ich hoffe, dass zu Rom die Männergesellschaft, und ich weiß, der Franziskus, der steht dem nicht geschlossen gegenüber. Er muss dann natürlich die ganzen Katholiken von der Welt berücksichtigen, das kann ich verstehen. Aber wenn wir eine Zukunft haben, Christentum generell, Evangelianer, ich so
natürlich, also die darf man nicht ausschließen. An den Franziskus hat ja auch die Wedo gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass wir sie alle integrieren und dass man da dem Christentum einen neuen Schub geben. Da will sie nicht kommen aus Überzeugung, ich bin Überzeugungstäter. Loe Blick man Josi an wat bis so an der Kirche zu Lützburg gelaufen ist. Ja, Kirche von Lützeburg, die hat sich auf den synodalen Weg präpariert. Und als Sicht hat der Kardinal Erzbischof Vollrich eine Equipe synodal zusammengesetzt. Hin hat Leute gewählt aus unterschiedlichen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Responsabilitäten an der Lützeburger Kirche, mit auch unterschiedliche Bindungen zur Kirche, mit einem unterschiedlichen Vécu mit der Kirche, an der Kirche, und mit unterschiedlichen Lebenssituationen. Und nicht alle schaffen sie bei der Lützeburger Kirche. Es kann so ein bunt gemischter Haufen. Matzen aus dem Leben repräsentativ für die Gesellschaft. Das macht aus, dass wir viel unterschiedlich fühlen haben, die wir zusammen leben können. An regelmäßige Versammlungen, präsentiell oder per Zoom, leben wir die Wühen zusammen. Von Anfang an von unserer Arbeit gehen wir dann als Equipe synodal regelmäßig Newsletters raus, machen Online-Messagen für die Leute zu informieren, ganz einfach für die Synod präsent sein zu lassen oder präsent gehen zu lassen. Wir gehen begleitet von einem Gruppe d'Accompagnement, den uns zur Seite steht mit Ideen und hilft bei der Planung von Projekten für den synodalen Weg lebendig sein zu lassen. So unterschiedlich wir auch sind, wir haben aber ein gemeinsames Freude, die es eint. Wie kann die Kirche zu Lützeburg mehr lebendig gehen? Der Boden an der Demarche ist, dass es eine spirituelle Demarche ist. Es geht nicht darum, dass wir Dokumente produzieren, aber dass wir, obwohl von Gott lauschen, ob nicht lauschen, Ideen entwickeln. Auch für Sachen müssen geheilt gehen, dass die zu Spruch kommen. Aber dass wir versuchen, positiv nur viel zu gucken. Der 17. Oktober war der synodale Weg lanciert gehen an der Kathedrale. Und von da aus haben wir versucht, mit Paaren, Gruppen, Einzelpersonen in Kontakt zu treten, für die Synod vorzustellen. Wir haben angeladen an verschiedene Paaren, an Dekanaten, Gruppen, Movimenten, die katholischen Schulen, wo wir mit gut 150 Leuten bis jetzt geschwärzt haben. Es ging darum, den synodalen Weg vorzustellen, die 3 Schlüsselbegriffe Kommunion, Partizipation und Mission zu erklären und nur Leben zu sichern für diesen synodalen Weg. Das ist auch darum gegangen, für wer zu sichern, für die Demarche an den Paare konkret zu organisieren. Verschiedene Dekanaten, die waren von sich aus schon lebendig gehen, und die hatten ganz einfach selber schon Versammlungen organisiert, wo die Leute sich zu den Themen vom synodalen Weg ausdrücken konnten. Andere Dekanaten, das darf ich noch ehrlich sagen, die waren ganz einfach mir reticent. Und neben der Arbeit vom Alltag reicht noch wer Gesicht, wie sie könnten und die Demarche gehen. Verschiedene Paare sind dann recht an der Planung, gesehen aber ganz konkret, dass die synodale Demarche nicht soll bei dem Beantworten von Fragen stehen bleiben. Wir sicher noch schon eine konkrete Wehr für ewig zu gehen, also von 4 ran, über die Konsultationen von den Frauen rauszugehen, was immens positiv ist. Wir bieten Frauen an, die auf dem Vademecum vom Papst François basieren. Die Kirche von Lützeburg ist auch geschwärzt, ob vielfältig Art und Weise. Gesellschaft ist so geschwart. Jo, schied Verein, von Hirn oder sie füllt. Es wären dann noch schon Atelier d'Orientation am Centre de Formation Diocésain angeboten gehen. 3 Stück waren es, im November und Anfang Dezember. Du hast die spirituelle Demarche vorgestellt gehen. Es konnte eine Möglichkeit miterleben, wie ein so ein Teil von einer Rencontre de Consultation gestaltet kind. Ein Guide synodal als ausgeschafft gehen vom Centre de Formation, wo auch Methoden vorgestellt gehen, wie ihr Kind vorgehen, für mit Leuten zu schwätzen, für so unschwätzen zu kriegen, für auch zu lauschen. Da waren noch bis jetzt verschiedene Webinären. Den ersten, den 13. Oktober, mit der Schwester Nathalie Beccard und dem Père Frédéric Formos.
Sie und Synodalität, weil der Papst François proposiert, vorgestellt. Dennoch hat dann der Kardinal Hollerich die Equipe synodal vorgestellt. Der letzte Mittwoch beispielsweise hat der Professor Gilles Routier, Membre von der Commission Théologique pour le Synode am Kader von einem Webinar, eine Konferenz gehalten, dans l'esprit du Synode. Er hat keinen Katalog von fertigen Ideen proposiert, aber er hat ein bisschen vorgestellt, wie die Kirchkind leben gehen. Aber er hat gesagt, dass wir alle auf einem Weg von Apprentissage wären, wenn wir synodale Weg wären. Wir alle müssten uns ändern. Und mit uns zusammen kann dann die Kirche sich verändern. Es ging nicht durchgehen, für nur strukturellen Änderungen zu rufen. Wir alle müssten uns mal an unserem Inneren ändern. Wir müssten bereit sein, an unserem Inneren überhaupt mal uns zu verändern. Wir müssten das wollen. Und dann, zusammen, könnten wir lernen, den synodalen Weg ewig gehen zu lassen. Oder das ist kein fertiges Produkt, wo es ein Rezept gibt dafür. Aber wir müssen alle zusammen entdecken. Und wir müssen uns innerlich drauf anlassen. Wenn wir das nicht machen, dann geht es nicht. Vielleicht ist der Weg so gut nicht immer einfach. Aber das ist auch viel mehr einfach, am Anfang immer nur strukturellen Änderungen zu rufen. Am bestenfalls zu hoffen, dass die anderen sich ändern, wie dass ich mich ändern muss. Aber der synodale Weg ist auch ein Weg für mich. Der Weg ist das Ziel. Wir müssen für allem lernen zu lauschen. Und das ist ganz sicher interessant und wichtig für uns alle Guten ist, dass wir nicht nur mit Leuten schwätzen, die sowieso immer bei uns sind, aber auch mit den Leuten, die am Rand von der Kirche stehen, außerhalb der Kirche. Das ist immens wichtig. Kann ich nicht mehr seine Vue erweitern, von den anderen kennenlernt. Ich hatte im Webinar, wie die synodale Equipe vorgestellt ging, das Buch Die Täuschung von Norbert Lüdecke an Diskussion gebracht. Als Synod ein Manöver von der Kirche für zu machen, wie wir sie lauschen wählt, an Entscheiden machen die ganz Urwen. Nun, ich hatte damals gesagt, es leid uns all. Weil stelle ich mir all die froh, was ich selber ändern muss, wo ich lauschen muss, besser lauschen muss, für dass die Kirche mir ewig geht. Ich bin an die Konferenz von Gilles Routier mit der Frau um mich selber rangegangen und ich bin noch nächstes Mal da rausgegangen. Auch die Predigt vom Père Hervé Pierre Guillot, der 4. Sonntag an der Kathedrale, gesehen ich als eine Motivation, wie ich schaffen kann, für das Wort vom Herrgott an den Zentrum von meiner Arbeit zu setzen, und besser zu lauschen. Am Centre de Formation gibt es viele Angebote, wo Konferencier versichern, verschiedene Themen zu belichten, für als eine Ouvertüre zu gehen, für als Diskussionen. Die anderen Relationen, an als Relation unter den Ehen, die Umwelt, Kraft vom Geist von Gott an der Luft, neue Ministerien an der Kirche, den 10. Februar zum Beispiel, das scheint mir tatsächlich interessant für uns alle. Zwischen Januar und April sollen Konsultationen an den Paaren, an den Gruppen oder als Einzelpersonen sein. Verschiedene Paaren haben noch regelmäßig eine Infoseite zur Synod am Paarblatt oder haben auf ihrem Site ein extra Teil für die Synod angerichtet, so dass die Leute aus der Paar Material und Ideen misär fanden oder da fanden, wo sie tatsächlich gewinnt sind zu gucken. Jeder kann Weg sein. Etwas schon vieles geschieht. Aber für das wir von Mai bis Juli finden, was wir können als Synthese verschaffen, für Herrn No auf Raum zu schicken, dafür warten wir auf den Beitrag von jeder von euch. Jederin ist herzlich willkommen. Merci, Josiane. Lo gimmer enke kurz virtuell. Sandy hat das mat an der Equipe synodal. Da gimmer him d'wurt immer dann mat Rosa Maria dann zu summen aufschließen, immer dabei. Ein wichtiger Deel vun der Synod ass No-Lauschterin. Lauschterin op Sicht vun de Leut. Für allem die Jung spielen eine wichtige Rolle, weil mehr sind Zukunft.
Ich meine, dass die meisten von uns, ob man es schon einkehr geduld tun, dass ich etwas an der Kirche ändern muss. Lo ist der Moment für das Änderungen. Jeder von uns hat seine Meinung über die Kirche. Und die Not bietet Möglichkeit, für das Meinung zu äußern und zu den Änderungen beizudrohen. Ich hatte die Chance, dass ich an den letzten Wochen und einen Austausch für Jungen über die Fuhr von der Synod teilholen konnte. Nicht jeder von ihnen ist christlich. Und trotzdem waren sie all offen für eine Diskussion und haben ihre Meinungen und Sichtweise mal nicht geteilt. Sie erzählt, wie sie die katholische Kirche am Geschichtsunterricht erlebt haben, von der Gemeinschaft, die an der Kirche besteht, der Intoleranz, die sie entweder selber erlebt haben oder von der sie hören haben, von der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und so weiter. Als erstes hat jeder von ihnen seine positiv und negativ Erfahrungen sowie auch seine Ideen für Änderungen aufgeschrieben. Und danach haben sie kleine Gruppen darüber diskutiert. Sie haben ihre Meinungsverschiedenheiten mal nicht geteilt und offen ein dem anderen nur gelauscht. Und genau das ist das Ziel von der Synod. Ein auf den anderen lauschen und zusammen eine Lösung finden, für die Kirche mehr modern zu gestalten. Verschiedene freuen sich vielleicht, wie die Kirche gerade auf die Jungen lauschen soll, weil gerade viele Junge sich nicht mit der Kirche identifizieren und quasi nicht an die Kirche gehen. Für mich ist die Antwort auf das Frage ganz klar. Weil ohne die Jung gibt es irgendwann keine Kirche mehr. Ohne die Jung gibt weder alte Traditionen aufrechterhalten, noch neue Traditionen geschaffen. Ohne die Jung gibt es keine Zukunft. Und ohne zu wissen, was die Jungs sich von der Kirche wünschen und was sie von der Kirche brauchen, können wir ihnen nicht das anbieten, nur dem sie sichern und sie so an die Gemeinschaft abholen, dass sie sich wohl spüren. Als Jung haben wir eine Möglichkeit, der Kirche als Idee mitzuteilen. Los als das Chance ergreifen, an einen Teil von der Gestaltung, von der Zukunft von einer lebenden Kirche gehen. Ja, also Sandy hat so gut wie schon alles gesagt. Ich wollte doch mal ein bisschen etwas aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Und zwar, wie ich gelesen habe, unter GMJ 2015 in Krakau teilzuholen, Journée mondiale de la Jeunesse. Und da muss ich auch sagen, das war wirklich eine unvergessliche Erfahrung, weil da war die erste, wo ich so große Rassemblement von so vielen Jungen aus so verschiedenen Ländern einfach konnte treffen, mit denen man all Sorten von Échange konnten haben. Jeder hat dem anderen wirklich etwas mal auf den Weg gehen. Und obwohl sie de Base nicht alle Leute wirklich gläubig oder das nicht wirklich praktiziert tun, wir waren einfach da, das hat einfach so eine Kraft einfach da geherrscht. Und der Kraft hat jeder wirklich teilgeholt. Und das war einfach ein Moment, wo wir auch gesehen haben, dass die Massen, also mit einer Facette von den Massen noch konnte wirklich erleben, wo sie so dynamisch waren, so lebendig, so, ja, einfach, wo ich nun wirklich auch gemerkt habe, die Jungen haben wirklich Frieden geholt, gläubig oder nicht gläubig. Und da waren noch die meditativen Momente natürlich, die nicht auszuschließen waren, wo jeder sich dann noch konnte, sich selber ressourcieren, wo eine persönlichen Échange mit Gott konnte tun. Was ganz wichtig war, wo ich auch Sandy gesagt habe, das war einfach auch, dass man es auch so wohl gespielt tun, weil jeder eine Vertrauensperson hat. Es war sie nicht, waren nicht jugiert für das, was die war, für das, was die nicht war, für was die gedurcht hat, die Mentalität, egal was das war. Einfach, ja, du hast nicht einfach auf seiner richtigen Platz gespielt. Das war einfach ganz wichtig. Wir waren all da für Gott zu loben. Es sind ganz viele Jugendliche aus dem Voyage rausgekommen, wo sie gesagt haben, ich will eine ganz andere Vision von der Kirche, eine ganz andere Vision von der Religion, eine ganz andere Vision vom Christentum. Und das tun sie einfach mal auf den Weg geholt. Und ich fand für die Jungen, dass das, was sie brauchen, ist einfach die Dynamik, die ganze Movement, das muss von den Jungen weitergeführt werden, weil wie Sandy auch gesagt hat, die Jugend, die sind Zukunft. Wir leben ja nicht alle ewig auf dieser Erde. Die Jugend, die müssen das gewisse Movement auch weiterbringen. Und
Ja, obwohl mal lo fürrick op der GMG zu kommen, obwohl man alle gut in enger Spruch geschwar tun, et war ab es bestimmtes, weil das immer verbunden huet an der Musik. Musik, egal ob wenger Spruch et war, jeder konnte sing Talenter einfach devaluieren und das war einfach so ein Team gene so eng Beziehung mat rang, dat war einfach kann ich einfach nicht erklären. Ich fand dat muss einfach erleben für dat zu verstohlen. Das wirklich wichtig, dass dadurch Lützeburg der Junge dass er doch ihnen halt bewusst ist, weil das war mir auch bis lo nicht immer bewusst, dass das nach möglich ist. Du nicht verstanden, okay, die Jugendlichen, die auf denselben Weg wie ich, die Gott löwe wie ich, die so auch ouvert prisen, die das einfach in ihrem Leben brauchen. Aber das ist noch ziemlich unbekannt. Dafür müssten doch mehr so Evenementen organisiert gehen, weil das sind einfach mal so dynamische Sachen, wo die Junker zugehen. Das sind nicht mal normale Massen oder so Sachen. Und auch neuen Musikstil an der Kirche ranzubringen. Ich hatte Gelegenheit, um Lancement von der Synode doch teilzuholen, wo ich auch mitgesungen habe. Du kriegst mir auch gute Feedback von Junker, von mir Leuten, das hat einfach gefallen. Und ich fand, wir müssen als auch darüber basieren, dann den neuen Lancement von der neuen Musik, von dem neuen Musikstil einfach rauszubringen. Und ja, wenn wir schon da gingen, da aufhängen, das ging schon vieles andere Menge Meinungen. Merci für die Luisteren. Ja, da sind wir unheimlich froh, von der Welt natürlich. Ja. Die würde effektiv mit anderen an den Dialog kommen, die würden da Kontakt zu dir, für eben auch mit denen einen Austausch zu tun. Ja. Also unter anderem als haut im Moment, wo man natürlich mit dieser Pressekonferenz ganz klar wollen eine Invitation dabei ausschwätzen. Wir wollen natürlich auch dann eine Reihe von Organisationen ganz konkret auch ausschreiben mit diesem Message natürlich dann auch Leute anlöten. Durch Pandemie sind natürlich eine Reihe von Échangen limitiert, das ist ganz klar. Wir haben noch Vorstellungen, wann die Situation sich verbessert, wie man dadurch am konkreten dialogischen Austausch können machen. Bis dahin will man natürlich die Möglichkeiten holen mit diesem Lancement, mit dem konkreten Ausschreiben, mit dem konkreten Invitieren, mit dem Hinweisen auf die Möglichkeit bei dem Site katol.lu wirklich dann auch sich aktiv darunter zu beteiligen. Das sind die konkreten Schritte Assistat, die wir wollen umsetzen und gegebenenfalls, wenn du noch andere Möglichkeiten nach da wollen wir aber nicht viel greifen, sich durch Pandemie gehen. Da sind auch schon Vorstellungen da, wie man nach gegebenenfalls auch da an den direkten Dialog mit Vertretern auch von anderen Organisationen kommen. Ich noch eine Frage, den Kardinal Rottlicht. Was für ein die Amazonas sind oder das war ja eine außergewöhnliche oder die war außer der Reihe. Was tun die am Anfang nur auf die Spur? Wenn der Kirche oder auch Grenzen oder wie, ich fand das schwierig, das anzuschätzen. Nicht wird immens viel. Ich war gerade für einen halben Monat zu Mexiko. 10 Tage, da war eine Assemblée ecclésiale d'Amérique latine, wo 160 Leute ungefähr präsentiell da waren und 800 Leute mit Zoom verbunden waren. Auch viele Austauschgruppen. Und da hat ich gesehen, wie die Kirche im Amazonas immens lebendig ist. Aber wenn ich da so, die Kirche ist lebendig, dann ist das nicht nur, dass Leute dort Masken haben. Das ist so, ich sollte man zu Lützeburg mengen, wo man so eine Kirche ist lebendig. Aber die konkreten Engagement für den Regenwald, die Forêt tropicale, die wir brauchen, für das Feld, für den Klimawandel, nicht so schnell zu accelerieren. Und wie die Leute engagiert sind, wie sie das mit einem Echt machen, warum wir Leute tot gemäht gehen.
für dich dafür engagieren. Ne? Man hat nie gebiert, da sind lauter Fotobrot gehen von Leuten, die umbrucht sind, Community Leader und so weiter, die sich ersetzen. Ne? Also du ginnet haut doch nach konkret Märtyrer. Ja, wann den dummer den Leiit schwätzt, de Mädchen mich gefrot, wat zu Mexiko war, wat ich op der Synod kennengeleiert hat zu Rom. Da tut mich du fort, wat hu dir da geändert derem Lebensstil no der Synod. Da war es froh, dass ich pur Kleinpunkte nennen konnte. Ja, de Louis wees dat, ich will da wohl auch nicht groß etalieren. Ne? Aber es geht darum, dass wir als Lebensstil ändern. Dass wir einen Lebensstil haben, den die anderen Gesellschaften nicht futti möchten. Und den noch den Welt nicht futti möchten. Und das heißt, dass wir uns bekehren müssen, auch auf viele kleine Sachen, die wir gewinnen sind, was wir gerne haben, was uns Frieden möchte und so weiter, dass wir das ändern müssen für die anderen. Die anderen männlichen Leute aus dem Amazonas, Leute besonders aus den armen Gegenden, die den Klimawandel so als echt negativ erfahren, aber auch für die Generation, die noch es kennt. Was sind wir so knasterten, wenn wir so leben, dass die Generation noch als keine Zukunft mehr hat. Also da als Schiedverein von uns ganz konkret gefragt. Und es gibt neue Netzwerke. So wie die REPAM gibt es ein Netzwerk um den Kongo-Bassin. Es gibt ein Netzwerk an Südostasien, was sich geformt wird, wo auch da die Frage von Nachhaltigkeit, von Klimawandel verbunden wird mit Christsein Haut. Und das fand ich immens flott. Also da ist wirklich etwas geschieht, da geschieht auch noch etwas. Wie als Gesellschaft heute Lützeburg, lauscht die Lützeburger Kirche von der so Message aus? Schon nun, wenn konzerniert Leute aus dem Ruhrwald oder wirklich sich engagieren, ich bin heute Lützeburg und nicht die Dynamik konkret. Von einer Dynamik kann ich noch nicht schwätzen. Ne? Aber ich habe aber schon einzelne Leute begegnet, die gesagt haben, weil ich gesagt habe, was ich bei mir geändert habe in meinem Leben, so, und wenn dir das könnt, dann kann ich das schon auch. Und das ist das, was wichtig ist. Und ich habe geschwärzt vom Weltjugendtag zu Krakau. Für mich ist das immens wichtig, bei so Sachen dabei zu sein. Weil da weiß ich dann, was die Jugendlichen denken, was sie fühlen, was sie spüren. Und kriege ich das so richtig gerne. Und da will ich natürlich auch, dass die glücklich sind. Ich bin glücklich. Und ich will auch, dass sie glücklich sind auf dieser Welt. Und man sieht ja schon mit vielen kleinen Zeichen, dass das nicht schwer wird für sie. Und dafür sind ich froh für die Gelegenheit, für einen Appell zu machen. Aber es gibt eine ganz Partie Christen, die bewusst leben. Könnte nach mehr gehen. Dynamik muss nach geschaffen gehen. Wir bleiben am Ball. Bewusst oder bewusst Sinn? Bewusst oder bewusst Sinn? Man muss als andauernd bewusst gehen. Ich meine, eine Konversion wie eine ökologische Konversion, wie der Papst Franziskus versteht, als schon nicht etwas, das den Enkel möchte, und dann ist es fertig. Du sie nicht ökologisch konvertiert, also ist sie nur super. Mensch, nee. Ich muss mir andauernd vorstellen, wie reagieren ich oder? Wie machen ich das? Und heinz du leider noch voll daneben, das nicht, dass alles immer gut gelingt. Ne? Aber das andauernd probieren, aber auch nicht das zu leben, das fand ich etwas ganz Wichtiges. Eng letzte Frage, ich weiß, dass es gefragt war, für nicht ein Foto zu stellen. Ich wollte aber die Frage stellen von der Position vom früheren Papst Benedikt, wieder eigentlich zu der Affäre Dolo Stiz, aber die Message, die da rausgeht. Ich meine, dass viele Bischöfe früher einfach kein Ohr hatten. Kein Blick hatte, was wirklich geschieht ist.
du hast eine Banalisierung vom Base geschieht, was einfach nicht erkannt gehen hast. Ob du ein große Schuld bei dem einzelnen Leid, das kann ich nicht erschätzen. Ich weiß, dass der Papst Benedikt XV ein aller Mann ist, der noch die Masse nicht mehr selber hält, sitzt nach Schüsse. Und ich glaube nicht, dass hier können sich an irgendetwas erinnern an dem Zustand. Ich glaube noch nicht, dass hier selber durch ein großes Statement geht. Mir das andere Leute das machen. Und das fand ich schön. Ich gebe auch hier den Thesen-Space. Ja, die Presse aus frei. Ja, nee, okay, ich finde auch nicht gut, so, dass man das gesucht hat, dass man das nicht. Pippa von Hannah Arendt von der Banalisierung von Base, weil die konkrete Fragen, wie soll der Prozess so führen? Und ich besuchte Questionnaire, den Leute bewahren zeigen bis am März, die an der Kirche bis April. Was geschieht dann noch? Das steht ja noch, also was geschieht konkret dann noch, was sie Daten und denken. Man den Tag als der Info so zu gesehen, wie geht hier rüber? Also ich einfach für dich darüber und dann wollte ich noch kurz, ob das, was Carol gefragt hat, auch wird dazu so vom Laufstrang von der Weise von der Gesellschaft. Nee, also wie geht konkret Führung? Also das so, dass die Equipe synodal, von der Josian Fidel noch geschwärzt wird, das sind eine Reihe von Leuten, die heute durchsitzen, wie Josian und ich, und dann Sandy wird ein bisschen weit weg sitzen, und dann Clotilde wird nach einem von den anderen Jungen aus, und nach 3 anderen Leuten, dass die Mission haben, da noch eine Synthese zu machen. Eine Synthese zu machen von all den Statements, den Umwirkungen, den Anregungen, die rausgekommen sind, was am Anfang ein Spiegelbild soll sein von dem, was eben die Stellungnahmen, die Positionen sind. Wenn die Synthese erschafft ging aus, dann geht die an, ich hatte das wieder kurz angedeutet, da geht die öffentlich gemacht, und sie geht auch an einer Versammlung, wenn ihr so will, oder einer präsynodaler Versammlung, kann ich doch so nennen, für am Jargon von der Sache zu bleiben. Da geht das hier präsentiert, dann diskutiert und dann definitiv dann eben auch finalisiert. Da geht es als Grundlehre geholt, für dann weitergeschickt zu gehen, auf den kontinentalen Niveau, für auch da anzufließen. Aber, wie ich wieder noch schon einmal gesagt habe, soll aber ein Grundlehre sein für Veränderungen hier, gegebenenfalls halt zu Lützeburg auch zu machen. Weil als Überzeugung ist, dass nicht nur Changementer oder Herausforderungen bestehen Niveau von der Weltkirche, aber auch, das kann Niveau von der Père sein, das kann Niveau von den Organisationen sein, das kann Niveau von der Diözese sein. Und die, da brauchen wir nicht bis den Oktober 2023 zu werden, bis zu Rom, das umgegangen geht, das kann den Dono konkret schon uphaken. Und da gehen bestimmte Sachen, die sie klar, die können nicht mehr Niveau von einer Weltkirche gelesen gehen, heute sind der eng Reihe angeschwärzt gehen, aber es gibt, und davon sind ich überzeugt, auch eine ganze Reihe Sachen, die in Hai lo schon kann Haut uphaken. Aber wenn die W konkret wirklich so an dem Geist lebt, von der Synodalität, Josian Twedo gesagt, der Weg als Ziel, da verändert sich eigentlich schon an dem konkreten Austausch von der Leitung Terra schon Munches. Oder sagen wir mal so, das Potenzial von einer Veränderung, die leidet ganz klar durch schon dran. An alle die anderen Sachen, die dann nach nur der Synthese gilt umzugehen, die leiden dann durch, und die sollen dann auch hausintern angepackt gehen. Das ist am Anfang so ein Deskriptiv, weil an den nächsten Etappen kann weitergehen, aber der gesamte Prozess, der geht weiter bis Oktober 23, wo dann eben auch Niveau von einer, wenn ich so will, Synthese Weltniveau dann auch debattiert geht. Und da, wie wir heute hören, können sich eine Reihe von
interessanten an notwendigen Änderungen par rapport zu vierchten Versammlungen un. Doch Kinder vielleicht frohen, dass ich da nicht mehr engagiert sind, das ganz bewusst gemäht. Ich schon die Equipe synodal zur Summe gestaltet, viel nogedöder Gebiet für die zusammen zu stellen und schon voll Vertrauen an die Leute. An Menge Aufgabe als Dore groß abzumachen, an Not zu leisten. An fir Droge vu Wandel geschwaart. Ech muss mech och ändern, dat es se nolächtren, wat och még Wu verändern muss. An do muss ich als Bischof Brexit fir dat ze machen. Fi me Jo op de Prozess anzulosen als de Bischof, den der Kirch 4 steht, den awer net den enschen ass de Bischof in Helge Geich net gebracht. Den schafft an der Welt, an der Kirche muss ich Sensoren entwickeln für den zu merken. Es sind der Equipe immens dankbar für das wahrzumachen und Wesen machen. Vielleicht ganz kurz Antwort nach dazu. Wie viel lauscht oder wird an der Gesellschaft auf das gelauscht wird, Kirche sieht, das wäre ja ein froh, auch schon ganz kurz ein Beispiel dazu geben. Also es gibt schon eine Reihe von Sachen, wo eine Reihe von kirchlichen Organisationen, egal ob es Caritas ist, egal ob es Partage ist, egal ob es Kommission Justice EP ist, die das für 50 Jahre gefeiert haben, sich mit Frohen, also einer christlichen Motivation zu Frohen von Menschenrechten, Nachhaltigkeit, Frieden und Gerechtigkeit eben investiert. Und da gehen hans auch für einen Grundpreneur gepackt, wie zum Beispiel den Challenge von den Finanzen oder der Finanzplatz an Menschenrechte und Nachhaltigkeit, wo man das ja eine Konferenz dazu heute zu Lützeburg organisiert hatten und sich daraus also nie gesagt haben. Das heißt, am Verbund mit anderen engagierten Akteuren von der Zivilgesellschaft dat, egal ob da dem Niveau vom Klima, egal ob da dem Niveau von der Initiativprogramm de Devoir de Vigilance, egal ob dat ob anderen engagierten Themen ist, schon geguckt, für das, was zur Authentizität vom Christentum heute beiträgt, konkret zu leben. Also just für das als kleines Komplement d'information, neben einer ganzen Reihe Sachen von Dynamiken, die zwei Haut oder Psyche sind, ich will aber just undeuten mit der Enzyklika Laudato Si, wo auch eine ganze Reihe von Offensiven gestartet gehen, was Nachhaltigkeit innerhalb von Kirche anbelangt, die an den nächsten Moment sich dann werden konkretisieren. Du kommst aber nachher zurück. Die hat für Druck gesagt, wenn wir und Leute kommen, also es wäre ja einfach an einem Reso, ne, wo wir gewinnt wären, klar. Aber am Anfang haben wir an einem Reso, was er so will, nicht like Leute, die etwas mit Kirche zu tun haben, die antworten einfach Familie, mit Freundeskreis. Und schon da sind immens viele Leute, die sind am Rand, und an dem sind, also am Anfang nicht so kompliziert, mit ihnen an Gespräch zu kommen, auch mir beruflich gesehen oder so, beginnen immens oft Leute, die am Rand sind. Ne? Weil Leute kommen an, ja, sie haben einen Trauerfall oder so, oder sie haben ein friedliches Evenement zu feiern oder so. Da sind dann nicht Leute dabei, die Matzen in der Kirche sind oder so, mir echt am Rand. Und auch die begegnen wir. Und die haben wir genauso seriös wie die am Reso von der Kirche sind. Wir sind ja an diesem Freundeskreis, an diesem Bekanntenkreis, und wir lernen sie kennen, dabei sind wir. Und so wird der synodale Weg automatisch leben. Ich werde kein Käfer sich behaupten, dass eine Familie hat, die alle gut am Reso von der Kirche wäre. Das wäre einfach nicht so. Allererst froh kann ich einen anonymen Druck anfragen. Also sowieso. Also deswegen, ich wollte noch eine Episode, aber kommen wir also selbstverständlich werden alle Guten, die Leute, die einzeln wollen sich dazu äußern, werden alle Guten, die Sachen anonymisiert sind, auch noch werden Endbericht überlegt. Das ist ganz klar, das schreiben wir auch deutlich so dahin.
Wir sind aber der Auffassung, dass die Organisationen belangt, ja, dass man denen absolut schwa solle gehen, für das auch transparent zu machen, dass den das auch kann lesen, wenn den das will, oder wenn der aber auch da sind, die so, ne, wir wollen just als Überlegungen an den Endbericht ablesen, da können sie das schwa auch wollen. Wir sitzen aber, was die Organisationen anbelangt, auf Kern von einer möglicher Offer von Transparenz, aber was die Einzelpersonen anbelangt, ist ganz klar, dass das d'office anonymisiert und das ist mensch auch wichtig in diesem Kontext. Vielleicht immer zur Frage kommen, nach dem Jean wollte nach hier bei so und dann kommen wir aber. Ich bin ein teilnehmender Beobachter. Und ich habe eine Idee. Für das erste Mal, als das Christentum, also hauptsächlich katholisch Christentum, vom Feudalismus auf Demokratie umgeschwenkt. Und da das die einzige Möglichkeit, dass er dir leben kann. Ja. In Luxemburg, das, was Sie jetzt vorgestellt haben, auf Bistumsebene klingt sehr konkret. Und in Deutschland, so mein Eindruck aus meinem Bistum und dem, was ich kenne, geht man das auf Diözesanebene nicht so detailliert an. Und es gibt auch die Befürchtung, dass diesem Prozess generell zugewandt, dass das so groß angelegt ist, dass quasi die einzelnen Ortskirchen oder die Anliegen am Ende im Unkonkreten bleiben und dass sich das irgendwie so verläuft. Da wäre meine Frage an Sie, Herr Kardinal, Herr Zeil, teilen Sie diese Befürchtung, dass dieser Prozess so groß angelegt ist, dass das ausplätschert? Und das Zweite, was mich mal interessieren würde, erwarten Sie Überraschungen von diesem ganzen Prozess und bei welchen Themen oder den katholischen Konfliktthemen erwarten Sie vielleicht am ehesten Überraschungen? Danke für die Fragen. Also ich glaube, dass an sich die Fragen, die von Rom kommen, generell gehalten sind, weil Rom kann ja nicht ganz präzise Fragen für alle Kulturen der Welt stellen. Dieses Wissen hat man ja gar nicht, ne? Und das Gefühl auch nicht. Ne? Und es ist ja so, dass die Ortskirchen das dann konkret formulieren sollen, dass die es sozusagen in die lokale Musik übersetzen sollen. Und das ist sehr wichtig. Und wenn man das tut, dann kommt auch konkret etwas für diese Ortskirche heraus. Es ist ein Unterschied zum synodalen Weg in Deutschland. Der synodale Weg in Deutschland geht von den Missbrauchsfällen aus und sagt, dass es strukturellen Wandel geben muss. Da bin ich einverstanden. Und sie behandeln dann diesen strukturellen Wandel. Hier sind die Unterthemen oder der Untertitel Communio, Partizipation, also Teilnahme und Mission. Unter Mission nicht zu verstehen ist, dass ich jetzt sozusagen Flugblätter am Bahnhof verteile, sondern zum Beispiel, ja, wie gehen wir mit der Umwelt um und so weiter. Das gehört zur Mission der Kirche dazu. Oder für mehr Gerechtigkeit, für Frieden uns einsetzen. Und zwar auf großer Ebene, aber auch im Kleinen, in der Familie und so weiter. Und da kommt sicher auch etwas Konkretes heraus. Ich denke zwar auch so manches, das sage ich aber nicht. Weil meine Rolle als Generalrelator so ist, dass ich nicht, bevor die Leute sprechen, sich ausdrücken, meine Meinung äußern möchte, weil damit würde ich sozusagen die anderen Meinungen ausbremsen. Oder einige Leute, ein Teil der Kirche würde sagen, aha, der Kardinal möchte die Synode in diese Richtung bringen. Ja. Und andere, aha, er möchte in die andere Richtung ziehen. Ja. Deshalb werde ich mich da nicht äußern, in keinem Interview, also nicht nur heute, weil die Leute müssen wissen, dass ich als Generalrelator das aufnehme, was gesagt wird. Und ich fühle mich verpflichtet, zuzuhören.
und auch bereit sein, meine eigene Meinung zu ändern, um dann sozusagen den Schlusstext, Schlussbericht mit einem Team zusammen natürlich schreiben zu können. Darf ich dazu eine kleine Bemerkung machen? Ich finde als Journalist wie ich das und ich sehe das genial. Denn bisher war in der Kirche oft auch, wes Brot ich esse, das Lied ich singe oder das, was man Political Correctness nennt. Und irgendwie hat er das, ich weiß gar nicht, entweder ist er sehr intelligent oder hat er besonders viel Gefühl. Also ich finde, das ist entscheidend, was er jetzt gesagt hat. Er möchte nicht schon vorab die Leute dazu veranlassen, ihm sozusagen die Referenz zu erweisen. Und das ist so genial, dass ich wirklich völlig überrascht bin und ich schätze Sie noch mehr. Was den Prozess hier in Luxemburg selbst anbelangt, ist klar, dass wir uns in einer ähnlichen Situation von der Equipe befinden wie der Kardinal auf Feldebene. Unser Ziel ist es, möglichst viele Leute zu begeistern und einzubringen, innerhalb als außerhalb der Kirche. Und natürlich da, wo wir eigene Sichtweisen haben, in den Gruppen, zu denen wir selbst gehören. Wir haben auch klare Vorstellungen von bestimmten Sachen, aber die gehören dann in den Gruppenprozess, in denen wir als Mitglieder selbst sind. Und was die Frage anbelangt, ob das Ganze sich ausplätschern könnte, das ist ja eine ganz berechtigte und konkrete Frage. Ich glaube, dass jede Lokalkirche für diese Frage wirklich selbstverantwortlich ist. Es gibt diese besonderen Stolpersteine, über die ja auch im Vademekum zum synodalen Weg drin alles steht. Das hatten wir noch nie und so etwas wird überhaupt nicht gehen und was macht das einen Sinn überhaupt etc. Dass alle diese bekannten Stolpersteine, denke ich, wenn die dazu führen, dass nichts passiert, dann ist es klar, dass nichts passieren wird. Wenn man aber sagt, wir ergreifen diese Chance, wir ergreifen diese Opportunität, jetzt aus diesem Prozess etwas konkret zu machen. Und ich bin überzeugt, dass das auch dann, wenn man das Potenzial dieser Synode ausschöpft, dass man in dem Moment ganz klar auch dann zu Resultaten kommen wird. Aber gut, das, glaube ich, wird sich dann auf den unterschiedlichen Ebenen zeigen. Auf den Pfarreien, auf den Diözesen. Und ich erinnere noch einmal daran, vieles muss nicht bis zum Oktober 23 warten. Wir sind in Stunden, ja. Die Leute, die müssen nach Hause, ich mal das Büro, kann man das vorbereiten, also ich gehe zu. Okay. Wenn du dann Interviews rund hast, okay, ich gebe heute Punkt mal, vielmals fest für Gelohnt, für den Mann, der Bayern, das sind 10 Wochen letztes Mal, das halt noch dabei kommt, das soll ich aber noch dabei so. Ah, merci. Und ansonsten hätte das ein Kommunikation geschickt. Gibt aber noch. Ja. Beim Sandy.